Grüß euch miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Spotify. Herzlich willkommen. Ich habe schon jetzt ein Lächeln im Gesicht, weil wir jetzt gerade schon zusammen ein bisschen gewitzelt. Wir haben heute einen Kabarettist, einen Buchautor, einen Poetry Slammer. Ich weiss nicht, was er noch alles macht. Der Christoph Simon ist da bei uns im Studio. Herzlich willkommen zum «Zusammen im Zentrum» aus dem Futterhaus. Merci, Peter. Ja, wir sind Duzis. Wir sind Duzis, weil wir uns doch schon ein paar Jahre kennen. Ja, ich möchte viel von dir wissen. Aber zuerst gerade noch gratuliere ich. 25 Jahre her ist es seit deinem ersten Roman. Weißt du den Titel noch, oder ist der schon weggegangen? Franz oder «Warum Antilopen nebeneinander laufen». Ja, es wäre als Untertitel gemeint gewesen, aber hat sich jetzt als Titel durchgesetzt. Und ist immer noch aktuell. Es geht um den Kiffer in Thun, oder? Also das Kiffen ist immer noch ein Thema, gesellschaftlich. Nicht viel geändert. Ja, solange es nicht legal ist, ist es noch kein historischer Roman, ja. Ja. Mhm. Gut, also du kommst zu uns hier ins Studio, weil es hat mehrere Aufhänger. Das Wochenende, so am Samstag heute noch, ist zu Thun eine KTV, Kleinkünstlerbörse. Dort bist du auftreten. Ist das so etwas wie eine Sichtung der besten Talente der Kleinkunst im Land? Das muss ich mir der Meinung enthalten, aber es ist auf jeden Fall Sichtung der aktuellen Szene im Land, ja, sicher. Und das Schweiz noch mit dem Tessin und mit dem Welschland, das ist eine spannende Mixtur. Und die Veranstalterinnen und Veranstalter haben, glaube ich, viel zu entdecken, ja, jedes Jahr. Ich habe den Eindruck, in der Kleinkunst tut man ein bisschen vor Ort treten. Da kommen immer wieder die gleichen Namen. Ohne Rolf, als Beispiel als Moderatoren vom Galaabend. Das sind ja wirklich, wie soll ich sagen, sehr ältere Herren mittlerweile. Also, warum bewegt sich die Kleinkunst nicht ein bisschen mehr? Den Eindruck kannst du haben. Mir kommt es überhaupt nicht so vor.